Nach einer gefühlten Ewigkeit sind wir wieder zurück bei Pioneers of Pagonia, immer noch im Early Access, aber mittlerweile mit der Version 0.8.0. Ja, es hat ein bisschen was getan, Freunde, und es gab so ein paar Diskrepanzen, sag ich jetzt mal, weswegen ich nicht schon früher aufnehmen konnte. Und ja, also gespielt habe ich es schon zum Teil. Ne? Es gab zum Teil auch auf Twitch eine Multiplayer-Session, um mal den Code-Modus zu testen. Hat soweit sehr gut funktioniert, wie ich sagen muss, ne? Von der Performance und so. Okay, es fehlt noch der PvP-Modus, ne? Player vs. Player. Aber das vielleicht in naher Zukunft. Ne? Mittlerweile wurde auch schon wieder die Roadmap ein bisschen aktualisiert. Ein paar neue Dinge preisgeben und so, was man noch alles plant. Und dann soll dann demnächst auch mal noch was zur Story kommen oder neue Informationen dazu. Ob es wirklich ein Story-Update gibt und so. Und naja, heute will ich vor allem ein neues Spiel starten. Ne? Ich glaube gar nicht mal so übel. Okay, ne, warte mal, ich muss hier hin. Vordefinierte Karten. Die wird aktivieren. So, ja, es hat natürlich wieder was getan mit den vordefinierten Karten. Ne? Die eine Map, die das letzte Mal gemacht haben, ist wieder rausgeflogen. Das hatten wir nämlich schon mal. Ich bin gespannt, welche Map das nächste rausfliegt. Und nicht überrascht und nicht wundern, Leute. Hier unten haben wir gefährliche Hügel. Die Map ist nicht rausgeflogen. Die hatte, ich sage jetzt mal bei der letzten Folge, bei Version 0.58, glaube ich, ein anderes Bild. Da waren Werwölfe drauf. Aber es ist dieselbe Insel, dieselbe Map. Warum das gemacht hat, geändert hat, vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ich dachte zuerst von wegen, ja, sie haben es getan, weil es so offensichtlich war, ne? Werwölfe und so, sie wollen nicht groß spoilern, aber ganz ehrlich, naja, ich meine, hier oben wird ja auch gespoilert, ne? Okay, dann nach der letzten Folge dachte ich eigentlich von wegen, hey, wir machen hier mit von Schmieden und Zaubern weiter. Aber ich glaube, wir machen erstmal die Map hier oben, ne? Weil die ist ja dann auch neu. Unfreundliche Nachbarn. Du hast dich nicht als einziger Außenstehender auf dieser Insel niedergelassen. Hilf deinen pagonischen Freunden, die unerwünschten und zerstörerischen Eindringlinge abzuwehren. Ja, denn es gibt, seit der, glaube ich, Version 7, also 0.7, gibt's neue Gegner. Und mittlerweile, muss ich auch noch ganz kurz erwähnen, ja, das war ein bisschen sehr schnell, wow, ein bisschen was optimiert. Es gibt da auch eine neue GUI und so weiter, also es ist nicht nur das, was er geändert hat, sondern seit 0.8, und ich bin leider ein paar Tage zu spät gewesen, gibt es auch eine neue Oberfläche. Sie haben ein paar neue Dinge wieder, so quasi, wie sagen wir dem schon wieder? Nicht Balancing-mäßig, sondern Work in Progress. Nein, wie heißt das Ganze? Quality of Life Updates, dankeschön. So, das Ganze haben sie rausgehauen und ihr seht, da sind zum Teil auch neue Icons dabei. Da muss man auch erst noch zurechtfinden. Und es gibt natürlich auch Neues wegen neuen Einheiten, nicht nur neuen Gegnern, sondern neue Einheiten für uns und dann auch den Gronkologen. Dazu gleich mehr. Mal gucken. Ah, jetzt macht es so. Okay. Okay. Wir erinnern uns, dass wir eigentlich hier jeweils die Dinge auswählen konnten. Das war natürlich mühsam zum Teil zu sagen, hey, ich möchte gerne alle im Bauwesen haben, muss ich erstmal anklicken. Und jetzt kannst du einfach hier so anzeigen. Also 3 ist, glaube ich, eine andere Darstellung, interessant. 1 ist irgendwie, warte mal, ist 3 minimalistisch, 1 ist Standard und 2 ist voll ausgefahren. Jo. Goldenes Pferd, Zauberholzharfe, antiker Kompass, oje. Ja, die ganzen Dinge brauchen wir vor allem auch für die Magiewaffen. Da will ich noch nicht so sehr darauf eingehen, weil Magie werden wir in den nächsten Content-Updates im Verlauf von, ich glaube es hieß, 3. oder 4. Quartal 2024 soll das kommen, wo es eben mehr um Magie gehen wird und so, aber das ist eben natürlich sehr interessant und so, aber vorher haben wir noch was anderes zu tun und zu erfahren, und zwar durch den Gronkologen, oder wie man da eigentlich heißt der Geologen, gibt es eben auch neue Einheiten und neue Waren. Erstmal zu den neuen Einheiten. Dann gucken, ob er hier irgendwo ist. Müssen wir irgendwo hier weiter oben sein. Förster, nee. Entdecker, hier, der Geologe. Warum ich den Gronkologe taufe, sehen wir gleich. Aber diejenigen, die das Spiel kennen, werden schon wissen warum, oder sich vielleicht sonst mal ein bisschen in World Wide Web umgesehen haben, also auf den Spieleseiten und so, Spielinformationsseiten vor allem. Ja, das soll uns eigentlich helfen, nicht nur Steine und so zu finden, logischerweise, sondern Erzadern zu finden. Ne? Denn, wie bereits erwähnt, es gibt neue Materialien, wie zum Beispiel
Stahl, das müssen wir herstellen. Also unter anderem Nickelbarren, die kriegen wir aus Nickelerz. Die gibt es aber nur unterirdisch, ne? Also wir müssen richtige Minen bauen. Ähnlich wie bei Anno, ne? Da gibt es auch oberflächliche, es gibt unterirdische Minen. Dort ist aber so, bei Anno ist ja es gibt quasi die endlosen Minen, ne? Also wenn du eine unerschöpfliche Mine und die findest, kannst du für den Rest des Lebens dort schürfen. Hier ist es natürlich anders, ne? Weil hier sind die Ressourcen stets nicht endlos. Also in dem Sinne los. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Es ist ja eine begrenzte Anzahl. So, Eisenbahn und so kennen wir schon, aber es gibt noch Nickelerz und wir müssen irgendwie aus Nickelbarren und aus Eisenbahn kriegen wir dann Stahlbarren. Daraus wiederum ergeben so neue Waffen. Wie zum Beispiel ein Stahlschild. Kettenrüstung, die kann man schon. Stahlversteckte Rüstung gibt es natürlich auch. Es gibt noch neue Waffen und so. Die Frage, die wir uns alle stellen, ist, wozu das Ganze? Ja, für neue Einheiten, wie zum Beispiel den Klingentänzer, Flinker-Klingentänzer, Meister-Klingentänzer für die neuen Gegnertypen, die wir vorhin gesehen haben, da in diesem Vorschau-Screen. Dazu später noch mehr. Werden aber auch bei normalen Waffen, Wachen, nicht Waffen, zum Beispiel eine Elite-Wache neu, es gibt auch Elite-Soldaten neu, ne? Auch hier wurde upgraded und die brauchen halt die neuen Waffen hier. Und ansonsten, eben gerade so Magie-Dinge können wir uns eigentlich noch ein bisschen aufsparen. Was haben wir sonst noch so? Gold gibt es mittlerweile auch. Und natürlich ist Gold wertvoller als Silber, gerade so als Münze mäßig. Ich würde daher sagen, legen wir auch mal los, wa? So, jetzt packe ich den aber da wieder ein bisschen zurück, weil ich sehr viel auf einmal. Gut, wie sieht es denn hier unten aus, ne? Okay, es gibt immer einen Weg. Ich hoffe, es irgendwann mal noch Brücken gibt, ne? Oder sowas in da, das wäre mal ganz geil. So, was natürlich immer zuerst brauche. Die Geologenhütte, Entdeckerposten, Militärcamp, Garnison, Wachturm. Machen wir erstmal einen Entdeckerposten in der Mitte, ne? Obwohl, wie sieht denn die Map hier aus? Ja, doch, geht schon ein bisschen nach außen hin, ne? Dann lasse ich das mal noch. Ich denke mal, ich werde blockiert durch Straße. Aha. Hier einen Entdeckerposten. Da waren natürlich 2 Wachtürme. So, da waren unsere Leute auch schon. Johoho! Johoho! Ich schaue mal gerade also zu Beginn vom Anfang her mal ein bisschen hoch, weil das kennen wir alles schon. Natürlich auch schnell mal einen neuen Content und so sehen. So, Wachtürme. Hier hat sich nicht viel getan. Noch nicht viel. Das finde ich aber gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Dann mache ich mal Gebietserweiterung. Genau. Geht ihr bitte mal nach da draußen hin. So, und der soll dann nach da draußen hingehen. Wenn es überhaupt irgendwie geht. Das auch mal ein bisschen erforschen. 5-facher Speed, Freunde. 5-facher Speed. Was? Oh, sind das diese Quality of Life Balance Dingsbums. Dienst entdecken. Setzen Fokuspunkt. Okay. Ja. Das ist deswegen, weil ich den drin habe. Okay. Beim Wartung gibt es jetzt aber gerade nichts. Okay, interessant. Vielleicht war es auch zu schnell, vielleicht kommen die Dinger erst nicht schon, also nicht bei jedem Mal, wenn sie gebaut wurden, sondern es muss eine gewisse Zeit vergehen zwischen dem letzten, weil sonst könntest du ja zu Beginn ständig solche Infofenster aufploppen. Das wäre doof, ne? So. Holz und Stein. Kohle wurde entdeckt. Ist natürlich klar, wir haben hier Bäume, die da gerne hier aus dem Weg, weil ich da oben gerne was bauen möchte. Also was anderes bauen möchte vor allem. Oh, jetzt sind wir gerade ein bisschen zu schnell unterwegs, die Leute. Banditenlager wurde entdeckt. Ja, das war klar. Noch ein Banditenlager. Ja, das geht mir gerade ein bisschen zu schnell. Also, dann
bei euch den Focus Point. Fällt alle Bäume, ja bitte. Also wenn es hier. Weil die Dinger hier müssen weg. Gut, wenn wir die Bäume haben. Forsthaus kommt später. Steinbruch und so kommt noch später. Machen wir immer noch ein Sägewerk. Also Beginnwecker 2. Hätten wir das nämlich hier auch gemacht. Da geht aber nicht mehr. Schade. Wild hat sie auch ein paar. Der Entdecker. Er entdeckt. Krass, oder? Gut, geht doch mal nach hier oben. Mal gucken, was da oben so Schönes hat. Ich werde schon versuchen, eine Geologenhütte zu machen. Ich würde aber gerne eigentlich erstmal die hier aus dem Weg haben. Jetzt haben wir hier noch Nahrung, ne? Ja. Bevölkerung, Mahlzeiten, okay. Bergbau. Hier haben wir die bekannten Dinger, die ganzen Tagebaustätten. Hier haben wir die neuen, wie Minen. Für Kohle. Ja, es gibt auch unterschiedliche neue Kohle. Also Kohleminen, Eisenminen, Nickelmine, Silbermine und natürlich die Goldmine. Und die gute Mine nicht zu vergessen, ne? So. Gar nicht mehr, was er eigentlich alles machen konnte. Ja gut. Werter Herr Dingsbums, du geht auch hier oben hin. Das war ein bisschen weniger los. Junge. Ah, ich sehe schon, ich muss vielleicht, wie sieht es unsere Truppen hier aus, mit 20 Wachen, ne? Vielleicht muss er da, keine Soldaten, ja, schon bald ein paar Dinger rekrutieren lassen. Verarbeitung, oh, das Icon ist aber neu. Weberei, Schneiderei, Schmelzhütte, Hochofen, Münzprägerei, Ausrüstung und Ausbildung, Holzwerkstatt, ah, jetzt haben wir das Holz Zahnrad vorne dran, cool. Ja, Holzspeere, Holzschild kann nicht schaden, ne? Gerade zu Beginn wäre ich das doch ganz gerne. Versuche mal ein bisschen Produktionsdinger zu bauen, das wäre eine Option. Abenteuergilde. Die Kunstschmiede, die werden wir glaube ich hier nicht brauchen, tatsächlich. In diesem Run. Run. Mach da bitte mal einen Fokus hier drauf gerade. Kümmern wir uns mal ein bisschen um Nahrung, ne? Ein bisschen was, kann nicht schaden. Oh. Hier ist nicht gerade sehr viel los. Huch, sind die Fische nicht mehr? Ah, hier unten plötzlich. Der von der Schnauze. Da baut man ja schnell aus und kann dann nämlich noch einen Weg hinpflanzen. Dass er einfach keine Fische hat. Oje. Noch ein also da ist ein Banditen. Doch. 3 Banditenlager. Ja, Lex mir Manche. Was nie will los? Okay, gehen wir halt den Weg hier durch. Wenn es nicht anders geht. Ja, ihr müsst nicht da querfeldein, geht doch hier entlang. Junge. Das ist ein Stress auch immer. Also, die holen da schön was weg. Das freut mich. Vielleicht wird es mal Zeit für ein Lager. Handelsposten, machen wir vielleicht erst später. Schatzkammer genauso. Ein Lagerhaus. Oh, Graus. Wohin mit dem Lagerhaus? Das Ding kommt nachher weg. So, dann habe ich hier schon mal ein bisschen Platz. Den Angler, der wird natürlich nicht den ganzen Platz brauchen. Ah, Mist, das war klar. Dass der Trick nicht zieht. Dann machen wir doch hier 2 Lager hin.
Dann hätte ich hier nämlich gerne mal noch die Jagdhütte. Ah, so was machst du hier draußen hin. So, momentan noch außerhalb des Gebiets, aber da hier jetzt sowieso alles durch ist, geht automatisch nach, oder gehen automatisch nach oben. Da muss ich da oben gucken wegen Militär und so, ne? Ja, will ich die hier bauen? Eigentlich eher weniger tatsächlich. Weißt du was, bau bitte mal nach hier oben, ne? Damit ich erstmal hier durchkomme. Kupferkammer entdeckt, dankeschön. Und ihr seht beide den Fokus hier drauf. Doch erstmal auf die Seite. Hier später mal. So, hier. Hier wäre eigentlich mal langsam aber sicher ein guter Platz für den Geologen, war, um den mal zu bauen. Oder eben, wie man auch so schön sagt, deutsche Sprache, schwere Sprache, wenn man so schön sagt, natürlich den Gronkologen. Zack. So, das macht ja gar nicht mal so übel. Mal Pflanzen wurden entdeckt, ja, dann sollen wir es miteinander machen, aber er hat ein Badintlager, das heißt, er wird gerne demnächst mal irgendwas für die Ausbildung machen. Gildenhaus, bildet Arbeiter aus. Abenteuergilde. Die Akademie wäre mir eigentlich lieber. Soll ich die überhaupt alle im selben Ort machen? Wobei Militärakademie wäre hier vielleicht sowieso nicht so schlecht. Ich nehme ein Lager zu. Dann könnte man auch ein Camp hier unten bauen. Obwohl es hier kein zweites sind? Nee. Gut. Nur kurz hier den Speedrun rein. Aber auch bis mal der Gronkologe gebaut ist. Baue Steinbuch, baue Steinmetz. Ja, ich hätte gerne erstmal das Gebiet hier oben, dann mache ich den Rest ja gerne. So, bitte hier eben mal ein bisschen nach mir rein. Banditen angegriffen. Das sind Banditen. Noch mehr? Wo? Junge, wie viele sind denn da oben? Dann haben wir die neuen Einheiten. Ah, hier sind noch welche. Junge, überall scheiß Banditen. Da sind noch mehr. Komm, weißt du was? Scheiß drauf. Ich muss jetzt noch die Banditenlage hier loswerden. Die Geologiehütte. Okay. Geolog. Untersuche den Boden nach Erzen und anderen unterirdischen Rohstoffvorkommen. Ganz genau hinhören, Freunde. Ganz genau hinhören. Oh ja, Leute. Der gute alte Gregor Onk, nein, der gute alte Gronk, alias Eregange, alias Gregor Onk, wie auch immer, hat hier diesem jungen Mann seine Stimme verliehen, zumindest in der deutschen Synchro. Und ja, ich meine, ich sage nur, Kohle, Kohle, Kohle. Mal gucken, was er alles findet. Denn er hat zum Teil ganz lustige Sprüche drauf. Na, der jetzt nicht. Kein Glück, was krank. Der. Was hat der dritte hin? Sind ja drei. Er sucht da. Er kann natürlich auch ein Revier angeben, wo er suchen soll. Grundsätzlich macht er es einfach im Umkreis.
Und ja, mitunter werden da ganz tolle Sachen. Eine Silberader, Freunde. Und die wird auch schön markiert, ne? Also man schon sieht, aha, das ist also Silber. Und je nachdem, was er halt findet, ne, gibt er halt noch Geräusche von sich. Also wenn er Gold findet, macht er so richtig Juppie! Wenn er Kohle findet, macht er halt Kohle. Huch! Wo? Wer? Der nicht. Werde so jubiliert. Silber, große Ader. Mittlere Ader. Okay, jetzt also viele Silberadern, sehr gut. So sieht's hier aus, ne? Okay, er baut langsam vernünftig durch. Sehr gut. Und einfach so hört, oh. Mit dem mal wegholzen. Der Jäger. Herstellung ist im Gange. Guck mal hier, was es alles findet. Ne? Ich bin jemand, der hier gerne ein bisschen definiert, ne, was man hier so einlagern soll. Ich finde, es kann primär nie schaden. Verbindung zum Straßennetzwerk. Ah ja. Jetzt Wegpunkte meiner Straße am Straßennetzwerk zu planen. Okay. So, da vor allem Holz drin. Hier machen wir was anderes, weil ich finde, so Kalkstein und Stein selber brauchst du eigentlich selten in der Form, in der reinen Form vor allem. Da finde ich die Dinge eigentlich wichtiger. Bei Feuerholz eigentlich auch sowas, ne? Warum das so in der Art? Mach ich lieber, warte mal, hier das. Und hier das. Er ist ja ein Decker immer, ne? Er soll natürlich einfach geradeaus gehen, nicht mehr so seltsame Haken schlagen oder sowas. So, das läuft eigentlich soweit ganz gut. Hatten inzwischen Gronk so gefunden. Ah. Das Schöne am Gronkologen oder natürlich Geologen ist halt, dass er auch außerhalb des eigenen Gebiets was findet. Es ist nicht nur im eigenen Gebiet, sondern man geht auch ein bisschen weiter. Stets heiter. Manchmal geht auch ein bisschen zu weit, das wird ein anderes Thema. Gibt irgendwie diese neuen Materialien wie Nickel zum Beispiel, die du halt nur so findest. Und dann denke ich halt für mich so, okay, ja, wenn du das sowieso nur so finden kannst, dann wäre es schon cool, wenn du auch ein paar finden würdest. Aber in der Umgebung. So. Jetzt ist gerade mal Zeit da oben für eine Garnison tatsächlich. Gebäude und Straßen andocken, ja, kennen wir bereits, dankeschön Spiel. Aber man kann es auch deaktivieren, ne? Ich habe mal gedacht, ich lasse mal drin. Soll ich hier aber, wenn ich hier wieder ein bisschen mehr Platz zur Verfügung hätte. Hier ist sowieso so ein seltsamer Sumpf, ne? Kann man eh nicht viel machen. Okay, wir haben bereits ein paar Wachen verloren. Das ist natürlich schade. Das sind die hier, ne? Gut, dann würde ich die nämlich hier deaktivieren und den genauso. Verschwinden die nämlich.
Jetzt haben wir die und die Waren. Da muss ich erstmal alles loswerden. Und hier natürlich schon neue Dinge pflanzen. Und ich würde sagen, kommen die Dinger bereits rein. Ich glaube, die lassen mal noch, weil normalerweise um Bergbau waren hätte ich gerne irgendwo anders platziert tatsächlich. Ne? Also die Rohmaterialien zumindest. Platzieren wir die Dinger. Weil ich finde, die anderen Dinger müssen irgendwie zentraler, ne, an jeweiligen Ausgrabungsstätten, sage ich jetzt mal, oder wo man sie auch produziert sein. Sag mal, könnt ihr diesen scheiß Baum mal entfernen? Was ist los mit euch? Nein, kein Feuerholz sammeln, dann soll das Teil einfach abreißen. Fertig. Ich will gerne eine Straße durchziehen. Werkstein haben wir keine mehr, oder? Aber wir haben noch keine Gebietssteine mehr zum Erweitern. Okay. Also. Könnt ihr oder wollt ihr nicht? Ich habe auch eine Erlaubnis gegeben, ne, dass ihr auch solche Bäume abholzen dürft. Nadelholz, wisst ihr was? Ah, fällt nur ausgewachsen. Oh, da ist der umgekehrte Teil. Ups, Entschuldigung. Da habe ich ja falsch gesetzt. Ah. Ich wollte sagen, ich habe die Kinderbäume hier pflanzen. Dankeschön. So. In normaler Geschwindigkeit. Dann wird es endlich Zeit für Steinbruch und Steinmerze. Okay, durch Gebäude. Durch den da? Ernsthaft jetzt? Dankeschön. So, machen wir mal 2 von denen. Dann wird es Zeit für die Steinmetze. Ich denke, gerade zu Beginn sind natürlich die Werksteine ganz wichtig, weil sonst wird es schwierig. So, wir können nicht weitergebaut werden, genau, weil alles fehlt. Das ist soweit auch richtig. Dann braucht es den hier eigentlich nicht mehr. So, die Fischhütte angelt, was soll es auch sonst tun? Deckerposten, der entdeckt die Insel, ist auch richtig, oder fliegt gerade vor der Insel, je nachdem. Der Gronkologe, ne, war fleißig natürlich mittlerweile. Nickel, Kohle, Nickel, okay, haben wir hier ein paar Dinge. Was hier wichtig ist, Transporter pausiert, okay. Was hier wichtig ist zu erwähnen, die Geologen, ne, oder diese Dinge, die sie hier gefunden haben, die können auch schnell mal... Was? Was ist jetzt los? Oh nein. Meine Truppen können sterben, genau. Nein, die Geologen selber, das was sie entdeckt haben, die Dinger können auch verschwinden mit der Zeit. Da muss ich auch wieder auf die Suche schicken, damit sie halt wieder finden. Die Banditen hier einfach rein, ey, was für eine Sauerei. Gut. Aber auch keine Werksteine, das heißt, ich muss ganz kurz hier die mal machen lassen. Ich muss auch in der Nahrung gucken tatsächlich. Habe ich denn hier?
Haben wir gerade doof? Also ich habe 25 Stärkungsmalzahn. Wofür denn? Passiert ja aber mal. Sollen mal hier ein paar weggenommen werden, wenn wir wieder hier welche haben. Dann kann ich nachher nämlich noch Sammlerhütte, ja, ist eine andere Option. Nein, ich will ja vor allem Verarbeitung. Haben sie schon ein neues Layout und ich habe immer noch Probleme damit, mich zurechtzufinden. Proviantmacher, so, den kann man auch so schon bauen, sehr gut. Den kann man von mir aus, ach gut, hier unten reinstellen. Aus Brot, nee, kannst auch andere Sachen nehmen. Also vorzugsweise Fisch, ne? Tierischen Komponenten, okay, ja, der geht auch. Ein pagonisches Dorf! Yeah! Wir sind nicht alleine hier, nicht nur voller Banditen umringt und so, es gibt noch andere. Minerwalder sind hungrig, ja, dann singen ja auch hier neue Symbole dafür, warum auch immer. So, sehr schön, das verschwindet alles. Dann brauchen wir natürlich mal eine Sammlerhütte. Die können sich wirklich bezahlt machen. Ja, warum nicht? Und sie wartet auf Material. Du, du, du. Du, 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 du. Du, du, du. Der Rest noch gar nicht gemacht hier, ne? Und natürlich hier noch Silber und dann hier noch Goldbarren. Leder finde ich prinzipiell gar nicht mal so eine schlechte Idee. Schätze will ich hier nicht drin haben, nee. Das sind Esswaren, mache ich auch nicht. Den finde ich noch interessant, genauso wie das Ding. Und den da. Toll, keine Wachen mehr, ist doch auch schön. Gleich völlig leer gebrannt und ausgebrannt. So. Was dem noch gemacht werden, nachher kann ich wieder ein paar Truppen produzieren. Was haben wir ja? Der Holzwerkstatt, ne? Holz haben wir, glaube ich, mal in Hülle umfülle. Machen wir einfach mal 30 Holzspeere. Ein paar Schilde, Fackeln können wir auch gut gebrauchen. Zahnräder, brauchen wir auch sehr viele. Und ja, ich sehe es jetzt schon auch wieder auf mich zukommen. Wir brauchen ein zweites Sägewerk. Nein, nicht das Sägewerk, Quatsch. Zweite Dingsbums hier. Holzwerkstatt, ich erinnere mich. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Gut, Lagerhaus war noch ein drittes, genau, das dann später. Dann haben wir ein Militärcamp, das ist doch schön. Was man noch machen könnte, wo ist jetzt schon wieder hin? Ein Baustellencamp. Kann nicht schaden, finde ich. Dann haben wir hier eins. Ich finde, hier macht es auch ganz gut. So, hier haben wir noch ein Problem mit den Werksteinen. Da müssen wir bitte mal ein bisschen Gas geben. Sonst wird es schwierig mit den Wachen einstellen.
Eine Holzsperre habe, Bronzeschwert, für die wäre natürlich auch nicht ganz schlecht. Dann mache ich erstmal so normale Wachen. Ja, 30 Stück. Bronzeschwerter, ne? War natürlich erstmal Bronze selber, dürfte klar sein. Und vor allem ist hier für Werkzeugding ist was anderes. Die Waffenschmiede, logischerweise. Ne, da will ich irgendwo anders hin. Warte mal. Ja, will ich das so machen. Wenn ich sage, ich will hier eh noch ein drittes Ding haben. So, aber das wird erst einmal unterbrochen, damit ich dann mir gerade Straße ziehen kann. Und dann kommen da tatsächlich eine Waffenschmiede hin. Rüstung brauchen wir nachher auch. Der Posten nervt ein bisschen, deckt die Insel. Frisst mir eh nur hier Rationen gerade weg, das heißt, der kommt auch mal weg fürs Erste. Baut dann irgendwo anders wieder auf. Steinmehl, jetzt brauchen wir noch einen zweiten, weil einer alleine wird hier nicht reichen. Später natürlich auch noch eine Steinmühle. Dafür kommen hier die Sammlerhüte nachher wieder weg. Gut. Eisen. Ja, der hat schon relativ viel gefunden, ne? Unser Geo-Grundkologe. Wisst ihr was, Freunde, was ich gerade auch sehe? Ist ja mal die Folge vorbei. Doof. Keine Tiere in Jagd in Reichweite. Ja, wir müssen erst das Gebiet erweitern, was hier oben ein bisschen schwierig ist. Also das Feuer ist auch mal. Nach den Baustellen können wir nachher hinten hinpflanzen, das stimmt. Nein, das ist ein bisschen schwierig. Müssen wir hier erst einmal die Dinge hier platt machen. Die sind schon da unterwegs, okay. Ich würde sagen, holt er vielleicht mal den noch weg und der Rest hier. Ich überlege, ob ich hier halt so ein bisschen das Areal, die Wohnhäuser und so mache. Garten und so näher hier oben. Ansonsten essen wir momentan ja eigentlich genug, ne, so im Großen und Ganzen. So, wieder keine Werksteine. Nehmen wir noch 13 Produktion, das passt. So. Da kommen die Truppen, die müssen nachher wieder hier eingegliedert werden. Garnison, ne? Da wäre vielleicht mal gut, wenn du ein bisschen mehr Prio hättest, Kumpel. Wir sind ja echt gerade eingekreist. Was ist denn das für eine Scheiße? Wird gebaut. Plus 1 fehlt noch. Wo ist der letzte Stein? Hallo Stein, wo bist du? Also, wir hat 7. Wofür denn? Ah, schon gebaut. Okay, sorry. Hab nichts gesagt. Gut, werden angegriffen. Dann natürlich Kacke. Dann haben wir hier die Garnison, ne? Heißt, die bereits produziert habe. Wo sind die denn? Also muss erst noch alles hier hergestellt werden, ne? Eigentlich hätte ich wieder 6 Wachen, die sind dann hier, ne? Okay. Passt soweit. Dann im Garnison, da kommen die restlichen rein. Waffenschmiede ist gerade dabei. Jetzt ist natürlich das Problem mit Kupfer.
Ja, haben wir Kupfer gehabt von vorhin, aber wir brauchen dringend mehr Kupfer. Kupfertagebau. Kupfer noch eins, also ich auch. Jetzt gab es unterirdisch nicht, ne? Kohle, Eisen, Nickel, Silber. Kupfer, wo habe ich hier Kupferdinger? Nichts mit Kupfer, ne? Ach du Scheiße. Wir haben Kohle, wir haben Stein, aber warte mal. Mit Kohle und Eisenbarren, wenn ich natürlich noch Eisen hätte. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen einfach anfangen. Gut, Eisen haben wir hier, unterirdisch zumindest. Dann kommen hier Veteranenbanditen, das ist natürlich auch scheiße. Weil hier meine Einheiten hops sofort flöten. Ja, ist doof, dass ich hier offenbar nichts in der Art habe, ne? Ja, nachher draußen gehen, also hier entlang schleichen müssen. Ich meine, irgendwo ein bisschen Kupfer abstauben kann dann nicht so schwer sein. Wir haben ein bisschen Silber. Eisen haben wir schon, aber nicht gerade in unserem. Ja, gut, ist auch mehr oder weniger schon. In unserem Gebiet, okay. Da können wir ein bisschen was machen. Kohle, ja. Den halt die unterirdischen, ne? Ist egal. Hast du gerade ernsthaft gesagt? Ist egal. Oh, Mann, Freunde. Ja, das war also der Auftritt vom Geologen, wenn man das so Auftritt bezeichnen möchte. Wir sind dabei, hier noch zu rekrutieren. Momentan mit Holzspeeren. Ist nicht gerade das Gelbe vom Ei natürlich. Wir wollten ein paar Soldaten hier haben, aber solange wir kein Bronze haben. Ich meine, klar, ich habe hier Bronzeschwert in der Theorie ja schon. Aber das ist gerade sehr viel. Die Frage ist, hat es für den Anfang? Wenn ich natürlich sonst nichts brauche für Kohle, müsste es reichen, ne? Er braucht nur Kupfer selber, der ihn herstellen kann. Kein Gildenhaus verfügbar. Gefahr in der Nähe, Transporter verfügbar, okay. Wisst ihr was? Dann bauen wir schnell das Gildenhaus in der Nähe. Äh. Ich habe gerade überlegt, ja, die anderen Ausbildungsstätten, das passt zwar schon, aber deaktiviert ist was, ich baue mal kurz hier ab. Weil wir den nachher woanders hin haben, genauso wie den Wachturm. Weil den hier zu haben bringt nichts. Also, weil ich so viele Truppen hier brauche, offenbar sogar eine Garnison hier oben. Gefahr in der Nähe, Transporter pausiert, ja, macht Sinn, keine Sorge. Dann kommt der weg, kann ich noch das Gildenhaus hier hinbauen. Ne? Dann bauen die ja hier oben hin. Aber noch andere Dinge, wie zum Beispiel Handelsposten braucht es auch noch, ja, mit dem Lager. Dann machen wir nicht den Proviant machen und Gildenhaus haben wir für dann die Abenteuer-Guild, oder? Ja, genau. Weil die Abenteuer-Guild das ist eher wieder so akademiemäßig, ne? Weil das sind ja dann genau die Dinger. Dann ist das kriegsbedingt eher so die Richtung, die ich dahin baue. Da haben wir was gestohlen. Kackdieb. Nein, hat er jetzt gerade. Hier. Die Handelsgilde kommt dann hier hin.
So. Dann haben hier nämlich auch eine schöne Unterteilung. Können dann das Handelslager noch hier hinbauen. Gut. Dann kann hier nämlich auch dann noch einer gebaut werden. Dann haben wir hier die Schilde. Speere. Okay. Ich glaube, das könnte was werden. Zumindest, naja, einigermaßen. Die Waffenschmiede ist dabei, schon ist im Gange. Sehr gut, dann mache ich nämlich auch mal schon mal die 30 Stück nach, um zu gucken, dass wir genug Einwohner noch haben. Also da halt auch ein bisschen ausbauen muss, gerade hier. Ich würde sagen, Freunde, das war's mal für die Folge. Zurück bei Pioneers of Pagonia, ne? Mit dem neuen Content-Update. Alles schickimicki, alles ganz geil. Mit dem Geologen alias guten alten Gronk. Und vielleicht auch nochmal neue bauen hier, ist klar. Und ja, nächste Folge hoffentlich hier ein bisschen was abbauen. Und ob wir irgendwann mal noch Kupfer finden werden, ne? So, naja, einfach halt Kupfer selber. Wird sich noch zeigen. Na, hier oben haben wir Kupfer, super. Muss erst einen Weg da oben finden. Ja, geht natürlich schon, ne? Auch mit den gegnerischen Lagern hier. Aber erst muss ich die nach und nach wegbringen. Und dafür sollte hoffentlich die Garnison hier aushelfen, ne? Das ist halt die Frage, schicke ich die wirklich hier schon rein? Also sicher nicht so, wie wir es gerade gemacht haben mit Land einnehmen, wäre ein bisschen doof tatsächlich. Sonst patrouillieren einfach hier hin. Die sollen einfach nur hier patrouillieren, alles andere weglassen. Weil, naja, noch 24 Einheiten zu rekrutieren. 9 habe ich noch, okay, aber trotzdem, ne, das wird knapp. Vor allem jetzt noch eng. Ich muss auch gucken, ob ich da noch ein paar reinpacke und dann sage ich hier 10 Stück und der Rest sollen die sein. Wir werden sehen. Das nächste Mal zurück bei Pioneers of Pagonia. Bis dahin, ciao zusammen.